Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zum Pressetalk nach den FC Barcelona. Nach der Schmach von Barcelona. Ja, nicht lang schnacken. Lasst ein Abo da, sonst knallt's. Nein, Spaß beiseite, Leute. Wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal auf YouTube. Ist für euch völlig kostenlos und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Ne? In diesem Sinne gehen wir rein in den Bums. Bin sehr gespannt, ob irgendwas Konstruktives da rumkommt. Ich denke nicht. Ja, direkt nach dem Spiel ist es, glaube ich, immer schwer, da schon irgendwie konstruktiv irgendwas von sich zu geben. Aber wir hören mal rein. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Bayern hier beim FC Barcelona. Vincent Kompany, unser Trainer, steht für abschließende Fragen zur Verfügung. Dieter ist aber angeschlagen, hä? Dieter hat's mitgenommen. Ja, natürlich bin ich sauer, ja, aber am Ende des Tages aufregen muss man sich jetzt nicht wirklich, oder? Ich denke, dafür war das Spiel einfach zu eindeutig. Wir waren halt einfach dann zweite Halbzeit chancenlos. Ja, wir wurden hergespielt. Was soll man sich da aufregen? Ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, so die Frische hat gefehlt. Der Glaube war auch nicht da in der Mannschaft. Von außen kamen nicht so die Signale. Erst zur 60. Ich hätte mir ein Signal in der Halbzeitpause gewünscht und nicht zu sagen, ja, komm, geht nochmal dieselbe Mannschaft. Ich verstehe den Take natürlich, ja, komm, geht nochmal als selbe Mannschaft raus. Sorry. Manchmal muss man Spielern einfach mal einen Denkzettel verteilen und die zur Halbzeit auswechseln. Ja? Und da gab es einige Kandidaten diesmal. Von daher, ja. Ist halt so, ja, keine Form oder Tagesform gehabt, wie auch immer. Es war das erste schlechte Spiel, von daher bin ich der Sache noch relativ gelassen gegenüber. Aber wir hören jetzt mal rein. Ich bitte um Handzeichen, um zu signalisieren, wer beginnen möchte. Bitte schön, Mikrofon steht bereit. Ganz da oben links bitte, noch links, Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Herr Kompany, wie ordnen Sie diese Niederlage ein? Was muss Ihre Mannschaft daraus lernen oder was müssen Sie überdenken? Ja, also es war schon viel los in diesem Spiel und ja, hören Sie mich? Ja, es war schon viel los in diesem Spiel und eigentlich von Anfang an dieses Tor bekommen, das ist natürlich nicht ideal, das ist bitter für uns einfach, muss ich sagen. Aber das Gefühl in der ersten Halbzeit war, dass wir irgendwie nach dieses Tor, dann schießen wir zweimal, einmal abseits und das Tempo, das Momentum war für uns in diesem Moment. Aber es war viel los, es ist Man muss aber auch sagen, dass Barca da echt naiv war, ja, und wir es einfach nicht ausnutzen konnten. Ja. Also was da für Räume waren mit ihrer super hohen Viererkette und stehen bleiben und weiß ich nicht was tun. Wir hätten das viel, viel besser ausnutzen müssen. Ich habe es in der Analyse schon gesagt. Klar, du hast in der Mitte einen super langsamen Harry Kane und einen noch langsameren geführten Thomas Müller. Wenn das der Plan war, hätte man da vielleicht mal anders aufstellen sollen. Ja, vielleicht einen Tell mit reinnehmen anstatt einen Thomas Müller, der da hätte in diese Räume stechen können, wenn man Michael über außen lieber hatte. Das war dann vielleicht nicht so klug. Vielleicht hatte man das aber auch nicht so auf dem Schirm, ich weiß es nicht. Man hat es dann auf jeden Fall, Barca hat natürlich ein bisschen was verändert, man hat es aber auch gar nicht mehr versucht. Ja. Es war so einfach, Barca die ersten 20 Minuten auseinanderzuspielen. Du hast über die eine Seite verlagert, hast angegriffen, hast dann verlagert, auf der anderen Seite waren zwei Leute frei, die Kette stand super hoch, das hat die gar nicht interessiert. Du hast da Räume gehabt. Junge, wir haben noch nie so viel Räume gehabt beim Spiel. Ja, also da hättest du locker 3, 4 Chancen spielen müssen und die Dinge einfach reinmachen müssen. Ne? Das haben wir einfach nicht ausgenutzt. Und umso länger das Spiel ging, kam Barca besser rein. Wir wurden immer schwächer und ja, dann ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ne? In zweiter Halbzeit hatten wir einfach nichts mehr entgegenzusetzen, aber gar nichts. Ne? Es ist dann trotzdem gedreht am Ende der ersten Halbzeit. Und
Und ja, wenn die Niederlage deutlich ist, müssen wir jetzt keine Ausrede suchen und einfach ganz schnell lernen, damit wir Sonntag gegen Bochum auf unserem besten Niveau sind. Dankeschön. Das waren wir heute auf jeden Fall nicht. Und davor ist Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Hallo, Herr Kompanie. Hallo. Ich weiß, Sie können die Frage nicht mehr so richtig hören, aber sie kommt jetzt doch immer bei den Top-Spielen auf. Ist Ihre Mannschaft doch in manchen Situationen zu offensiv? Müsste man überlegen, ob man eine extra Absicherung hat in solchen Top-Spielen, weil es ja... Man hat doch die extra Absicherung auf dem Feld, Alter. Ja, man hat sie auf dem Feld gehabt. Nur man hat sie vorne in einen Achterraum gestellt, wo sie völlig sinnfrei ist, um dann ein King Josua unbedingt in seinen scheiß Sechserraum stehen lassen zu können. What the fuck? Der eine ist super stark in der Defensive, super stark Räume zu schließen, super stark in der Antizipation, die Räume auch zu erkennen, wo er hin muss, wenn auch ein Innenverteidiger aufrückt und so weiter. Und der andere ist eigentlich super gut in der Spieleröffnung, in seinen Chipbällen, ja. Ist in der Rückwärtsbewegung scheiße. Und die spielen beide auf den genau verkehrten Positionen. What the fuck? Why? Warum? Nur weil es König Kimmich ist und er unbedingt da spielen muss, oder was? Ja, vorher hatte man das Argument, Pavlovic, der ist offensiv auf jeden Fall stärker wie ein Josua. Ja, der kann das Spiel mit Sicherheit besser gestalten. Aber ein Josua kann das Spiel mit Sicherheit besser gestalten als ein Palinja. Und ein Palinja ist mit Sicherheit um Längen stärker, was eine defensive Orientierung, eine defensive Organisation und ein Zweikampfverhalten an den Tag legt. Und eine Rückwärtsbewegung. So blind kann doch kein Kompanie sein. So blind kann doch kein Trainer dieser Welt sein. Ich habe doch einen Palinja nicht als Achter verpflichtet, oder was? Wo ist denn der Sinn darin gewesen? Hä? Wo ist der Sinn darin gewesen? Geht in meinen Schädel nicht rein, Leute. Dass Kimmich dann natürlich dann noch so einen gebrauchten Tag heute hatte, ja, kommt natürlich nochmal die Kirsche auf der Sahne obendrauf. Passt natürlich dann ins Konzept, ja, aber wir wissen auch alle, jeder, der FC Bayern länger verfolgt, weiß, Kimmich und Pressing resistent, nee. Kimmich, schnelle Rückwärtsbewegung, nee, kann er nicht. Und dann ist Kimmich unser Libero, wenn der Innenverteidiger aufrückt. Wie soll das denn gut gehen? Gegen Barcelona, das ist ja jetzt nicht der VfL Bochum oder Kiel, nichts gegen diese Vereine, aber es ist der FC Barcelona, guckt euch mal an, was da offensiv rumläuft. Ja, da kann man doch nicht so naiv sein. Sorry. Ja, und das muss man dann auch mal klipp und klar kritisieren müssen und dürfen. Ja, da muss ein Kompanie lernen, und wenn er das nicht lernt, wenn man da jetzt wieder anfängt, heiti-teiti, weil der Kimmich der Vertrag ausläuft, Alter, dann gehen wir in dieselbe Scheiße rein wie letztes Jahr auch, ja. So. Soll Palinja unser kreativer Kopf sein, der das Spiel eröffnet? Ja, wenn Musiala vielleicht noch vor ihm ist, ja, dann überdeckt Musiala das vielleicht noch, ja. Und Thomas Müller konnte es heute nicht überdecken. Der hatte nämlich keinerlei Ideen, der war nicht existent auf dem Feld. Ja, doch sehr offen ist hinten die Abwehr. Ich glaube, das haben beide Mannschaften ein bisschen gemacht heute natürlich. Das ist natürlich normal, dass du als Topmannschaft, wir und die Gegner heute, dass du in deinem Weg Erfolg suchst. Alles gut, ja, ich gehe da voll mit den Weg. Ich gehe den Weg voll rein. Heute war das erste schlechte Spiel, davor die Spiele waren nicht schlecht. Da war man in Frankfurt, war man zu naiv, etc. Kommen wir drauf, wenn ich mal so ein im Laufe der Woche, ich weiß nicht, ob morgen oder übermorgen, habe ich ja gesagt, nach dem Barca-Spiel mache ich mal so einen kleinen Recap, wie ich so die Anfangsphase sehe von Vinny. Wegen mir geh die Linie mit, ja. Du musst aber solche Anpassungen machen. Und nochmal, es kann nicht sein, dass ein Palinja vor einem Kimmich spielt. Das geht nicht, ja. Habt ihr Kimmich in der Rückwärtsbewegung gesehen, wo ein Palinja an der gegnerischen 16er-Raum war und dann die zweiten Bälle, die Kimmich verloren hat, ja, oder die zweiten Bälle, die Kimmich nicht erobern konnte, weil er einfach stehen gelassen wurde wie eine Slalomstange, weil er keine Rückwärtsbewegung hat, ja. Oder wenn er dann zwischen den Innenverteidigern war, Opa oder Min-Jae ist aufgerückt und dann kam der Ball in diesen Raum. Ja, das geht halt nicht. Nicht auf diesem Niveau. Sorry. Ja, das könnt ihr gerne in der Bundesliga gegen Tuppfalzhausen spielen,
alles ist gut, ja. Da kann man vieles drüber hinwegtäuschen, weil da nicht diese Qualität da ist, die in so einem Spiel da ist, ja. Und dann sieht das so aus, wie ein Kimmich heute aussah. Kam natürlich dazu, dass Kimmich heute keinen guten Tag hatte, das muss man fairerweise auch sagen, ja, er war von Anfang an nicht wirklich da. Aber warum beraubt man sich dieser Stärken? Das verstehe ich halt nicht. Ja. I don't know. Nur weil Kimmich der Quarterback jetzt sein muss, der von hinten raus irgendwie da was macht. Ja. Heute das Wechselspiel mit dem Guerrero war gefühlt nicht vorhanden. Ja. Das hat nicht stattgefunden. Ich weiß nicht, was ein Kimmich zwischen den Innenverteidigern sucht und ein paar Linien 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn, ne? I don't know. Aber ja, wie gesagt, es war für mich nicht so, dass wir heute, Entschuldigung, weil ich bin jetzt auf Deutsch, natürlich ist nicht immer einfach, aber wenn ich zurückgehe zu was eigentlich in die Pressekonferenz war vor das Spiel, dann ging es über dass wir die Mannschaft sind, die am wenigsten Gegenschuss bekommen haben in ganz Europa. Ja, aber wenn jeder verfickte Schuss, der auf dieses scheiß Tor kommt, einfach nicht gehalten wird, ja, dann kannst du auch die wenigsten Chancen zulassen oder die wenigsten Schüsse aufs Tor kriegen, wenn 100% Quote drin ist. Leute, wir haben gegen Frankfurt 3 Schüsse aufs Tor gekriegt, 3 Tore. Wir haben gegen Barca hat 4 Torschüsse gehabt, 4 Tore. What the fuck? Wo ist denn unser verfickter Goalie, Alter? Wir können ohne Torwart spielen, das kommt auch selber raus. Ja, da kannst du letzter Mann das Torwart spielen. Dann wären wenigstens noch vernünftige Pässe gespielt. Und nicht wegen welche Pässe den Gegner noch in die Beine rein. Ja? Oder solche Pässe, die Innenverteidiger so dermaßen unter Druck setzen, dass sie fickrig werden. Junge, Alter, das ist ja wohl eine absolute Frechheit, was dieser Mensch da gerade abliefert im Tor. Ja, es ist ja völlig schön. Er ist alt, er wird Schmerzen haben, er wirkt nicht fit, er wirkt nicht geschmeidig, er wirkt nicht rund, er ist super lahmarschig. Was willst du mit dem? Stell den scheiß Ulle da ins Tor, am besten noch den Peretz, Alter. Das ist eine Katastrophe, was der Mensch da gerade abliefert. Das ist eine Frechheit. Junge, wir sind eine Mannschaft, die immer offensiv gespielt hat. Wir brauchen einen Torwart, der uns auch mal in einem Spiel hält. Denkt mal dran zurück, wann ist das letzte Mal passiert? Mit Manuel Neuer im Tor. Und der verdient 20 Millionen plus, Alter. Ich krieg zu viel, wenn ich darüber nachdenke. Junge, Alter, was ist denn los mit dem Typen? Ja, aber ihm wurde ja das Herz rausgerissen, weil sein verfickter Trainer damals entlassen wurde. Junge, ey. Was eine verkackte Heuchelei alles. Und dann noch nicht mal die Eier zu haben, ja, oder die Größe zu haben, um mal zu sagen, pass mal auf, ich habe Schmerzen, ich bin nicht in Form, stell mal einen Ulle rein, meinetwegen. Wenn der Ulle 3 Spiele am Stück macht, garantiere ich euch, der ist besser wie Manuel Neuer in der aktuellen Form. Ja, und jetzt kommt man nicht wieder, die waren unhaltbar. Guckt euch mal das Stellungsspiel von Manuel Neuer an. Ja, beim ersten Gegentor liegt er auf dem Boden wie ein Anfängertorwart, lässt er sich da verarschen, ja. Gut, können wir noch abschreiben als super Extraklasse von Rafinha, ja. Schreiben wir es damit mal ab. Das zweite Tor, was macht er da? Was macht er da? Das Tor war leer, Alter. Das Tor war leer. Es war leer. Junge. Und dann guckt euch mal das Stellungsspiel an, bei den anderen Toren. Warum? Weil ich wieder, ja, ich stehe an der Strafraumgrenze, obwohl 5 Meter entfernt ein Innenverteidiger steht. Ach, scheiße, jetzt kommt ja ein Stürmer. Was mache ich denn jetzt? Oh ja, ich muss erstmal trippel, rückwärts 8 Schritte zurück. Ach, ja, scheiße. Jetzt schießt er den aus dem Winkel von der Seite noch da ins lange Eck einfach rein. Warum? Weil Manuel Neuer total beschissen steht, weil er nicht weiß, wo das Tor steht, Alter. Weil er vorher 8 Meter rückwärts trippeln muss wie ein Idiot. Junge, Alter, das ist ja wohl eine Frechheit. Alter, er ist ein guter Torwart, der mittelmäßig hält. Ja? Mehr ist das nicht mehr. Sorry. Mehr ist das aktuell nicht. Und das ist unser Kapitän. Und dann kriegt er es noch nicht mal hin, das einzugestehen, wenn er Fehler macht. Dann heißt es noch das. Nein, ich nicht. Ich bin der Geilste. Junge, Alter. Wenn da nicht endlich mal Tacheles gesprochen wird, ja, da muss man auch mal den Trainer in die Pflicht nehmen. Es kann nicht sein.
Wenn wir pro Spiel 3 Torschüsse kriegen und daraus entstehen 3 Tore, dann ist das irgendwann ein Muster, ja. Und dann braucht ihr mir nicht mehr erzählen, dass alle Bälle unhaltbar waren. Junge, ey. Und da spielt es auch keine Rolle, wie viel Verdienste oder sonst was er hat. Das ist dieselbe Kerbe wie bei Thomas Müller, ja. Ja, der Müller, du bist ein Müller-Hater, ne? Alter, hast du was an der Birne, der sowas sagt? Ja? Aber wir müssen ja wohl nicht anfangen, die Leute dürfen wir nicht kritisieren, weil sie super viel für diesen Verein getan haben. Nein, die sind beide über den Zenit und erkennen es nicht und ziehen sich noch 20 Millionen plus rein. Und dann werden sie auch danach bewertet. Ja? Und beide verdienen 20 Millionen plus, wenn man sie danach bewertet. Sie waren beide noch nicht über eine Topleistung gezeigt diese Saison. So, das ist ein Fakt. Und ich weiß jetzt, nach jedem Spiel macht man eine Analyse, wo das dann die Summary ist, die Conclusion. Aber so geht das nicht. Und für mich ist wichtig, dass wir die richtige Analyse machen. Wir haben auf jeden Fall nicht alles richtig gemacht. Da muss man auch mal knallhart sagen, ich hoffe, er macht die richtige Analyse, wa? Und wenn er die richtige Analyse macht, dann würde ich einen Palhinha nie wieder auf der 8 da rumlaufen sehen. Und einen Kimmich dahinter. Ja? Ansonsten, wenn das im nächsten Spiel wieder ist, Alter, dann brauchen wir ihn aber auch nicht mehr ernst nehmen als Trainer. Ja? Das muss ich auch mal knallhart sagen. Ja, so schön der Spielstil ist, alles schön, aber das muss man doch wohl sehen. Ja? Und man hat ja wohl einen Palhinha nicht als Achter verpflichtet, Alter. Als Spielgestalter oder was? Gemacht, sonst verlieren wir nicht 4-1. Aber trotzdem, wir müssen lernen aus diesem Spiel, damit wir besser werden. Und das wird auch passieren. Und eine Reihe weiter vorne, yes, please. Buenas noches, Vincent. Fernando Tarrio para el Día del Barça. Hemos presenciado un gran partido entre dos grandes equipos. Al final el Barça ha ganado 4-1. ¿Tú crees que este Barça es el mejor equipo al que te has enfrentado desde que diriges al Bayern? Muchas gracias. Barca is always a top team in Europe. I think it's no surprise, and they're the games that we want to win. They're the games that we want to show the best version of Bayern München in. And yeah, today, congratulations to Barcelona for the win, and for us, we have to learn from this game to continue in the Bundesliga to be the best team we can be, and then come back in the Champions League and get more wins. Der Kollege links, yes please also. Yeah. Good night. Jordi Blanco, ESPN. Usted se enfrentó, usted como futbolista se enfrentó 4 veces al Barcelona con el Manchester City y siempre perdió. ¿Qué diferencia ve entre aquel Barcelona en su época de futbolista, que tenía a un jugador como Messi, a este Barcelona que no tiene a Messi y que en la segunda parte die gehen mir auch so auf die Eier, Alter. Junge, wie lange ist dieser Spieler bei Barcelona weg? Und trotzdem in der letzten PK, dieser PK kommt wieder Messi, Alter. Was, haben die eine Identifikationskrise oder was? Junge. Gracias. Alter. Was hat er denn jetzt gefragt? Ja, ist der FC Barcelona gerade besser, wie er mit Messi war? Oder was hat er gefragt? We won at home, but okay. And I don't know. I don't compare. It's different eras, different ja, hat er gefragt, also. Top players in both teams. But yeah, Barca is always a team that has amongst the most talent in Europe, and today they are doing well. But this is normal for a club like this, so yeah. Ja, aber die setzen die auch wenigstens ein, wa? Die haben wenigstens die Eier dazu. Das ist bei uns ja diese Saison schon wieder völlig dahin. Ja? Wir wechseln 6-mal einen Kingsley Coman ein, der wieder eine unterirdische Leistung zeigt. Wir wechseln zum 4. Mal oder 3. Mal Leroy Sané ein, der einfach nicht stattfindet. Ja, dann schmeiß doch mal einen Ibrahimovic rein. Dann schmeiß doch mal einen Tell rein oder hol einen Iran Kunde aus der 2. Mannschaft und schmeiß den mal rein. Die werden sich zumindest einen Arsch aufreißen. Im Gegensatz zu den beiden Pfeifen, die da rumdümpeln, Alter. Ja? Das muss man mal knallhart sagen. Die ersten beiden, alles gut. Obwohl ein Gnabry geht ja auch schon wieder voll in seine Formkurve rein, so wie er immer ist. Ja? 3 gute Spiele, jetzt geht's wieder hier. Ja? Michael ist der Einzige, der performt auf den Außen. Ja. Aber nein, da haben wir dann natürlich nicht die Eier für, weil du hast ja da 3 Spieler, die knapp 20 Millionen im Jahr verdienen.
Den kannst du dann ja nicht einen Ibrahimovic vor die Nase setzen oder mal einen Iran Kunda, der gerade gekommen ist und der in der zweiten Mannschaft spielt. Ja, geschweige denn ein Mathis Tell. Das ist wieder das Traurige, wo es gerade wieder hingeht, ja? Um die ganzen da zu streicheln oder was? Was soll das? Dann geht's auf Deutsch weiter. Julian Buhl in der letzten Reihe für T-Online. Ja, hallo. Sie haben in der zweiten Halbzeit 4-mal gewechselt. Was genau wollten Sie damit korrigieren und wie hat es aus Ihrer Sicht dann auch funktioniert in der letzten? Gar nicht hat das funktioniert. Was wollte er damit korrigieren? Er wollte einfach nochmal was versuchen. Ja, das sind die Stars, die draußen sitzen. Da hofft man sich natürlich, wenn die reinkommen, dann brennen die. Ja, dann reißen sie sich den Arsch auf, weil sie zeigen wollen, hallo Trainer, ich gehöre in die erste Elf. Ja, habt ihr einen gesehen? Einen, wo ihr gedacht habt, boah, geil. Der gehört aber im nächsten Spiel in die erste Elf. Also ich nicht. Eine halben Stunde. Ja, es ist nicht ungewöhnlich, wie da muss er sich jetzt für rechtfertigen, oder was? We run behind the result. And also was für eine dumme Frage. Even in the beginning of the second half, Er hätte schon zur Halbzeit wechseln müssen, um einfach mal ein klares Statement zu setzen, wa? Dafür gab es 3, 4 Kandidaten, die du hättest direkt mal in der Kabine lassen können. Ne? Das wäre dann mal ein Statement an diese Mannschaft gewesen, dass diese Leistungen einfach nicht ausreichen. Ne? Punkt. Aber wenn man dann die Leistung sieht, der Einwechselspieler, ja, dann kriegst du halt auch das Grauen. Scoring the early goal, you're not changing the game quickly, so it's not abnormal to make the changes to try and change the game drastically. Ja, ist gut, aber dafür brauchen wir sich nicht rechtfertigen, Alter. Radical change in the game. Sometimes you have the impulse like this, and like I said, I think the whole team gave 100%, so there's no question about effort, but our 100% was not enough today, and that's the result. That's what we have to deal with. Da waren auch nicht alle Spieler bei 100%. Da waren vielleicht 1 oder 2 maximal, ja, die an die 100% vielleicht mal drangekommen sind. Wenn ich so an Kane und Michael denke, alles andere war nicht bei 100%, Alter. Keiner. Now let's have 2 more questions. Yes, please. Yeah. Left side. Vincent Tidlow from the Guardian. You said that there's lessons to learn from today. I imagine it's probably a little early to talk about lessons because you have to sit and watch it again and analyse it. But is there anything that at this stage you think you might change? One of the things that really struck us, I think, watching it was just how high both teams played. An incredibly tight game, an incredibly tight, small amount of space occupied by both teams with really big spaces behind. Yeah, I mean, I think the base for us of this, the base, what I can at the moment share is how we felt the game went at the start or in the first half versus what we thought we could achieve in this game. So in the first half, I think all of us, and probably you guys would have felt it too, that it was a game where it felt like we could edge this game. It felt like this game could turn for us. Ja, na klar. Ersten 20 Minuten, du musst die Räume nutzen, Alter. In welcher Mannschaft haben wir in dieser Saison solche Räume gehabt? Oder in den letzten 2 Jahren? Ja? Das war ja super naiv, wie Barcelona da angetreten ist. Ja? Wir haben es einfach nicht genutzt. Das ist das Traurige. Ja? Das muss man ganz klar so sagen. Und das ist auch das ist schade, ne? Das ist schade. Aber, ja. Hansi hat eingegriffen, Barca hat sich ein bisschen anders gestellt. Fairerweise muss man sagen, dass wir es dann aber auch nicht mehr weiter versucht haben, nicht mehr den Zugriff gekriegt haben, vorne nicht mehr diese Galligkeit hatten. Ja. Und dann ist es da hingegangen, ne? In key moments we got outdone, and for that reason the result is fairly heavy. We played against a good team, but we have the ambition to win these games, and today we have to learn from these games so that the next opportunities we have, we're stronger again. Ja, hat er auch vollkommen recht. Und das muss man ihm auch zugestehen, ja. Man kann das kritisieren, oder ich kritisiere das ja auch jetzt knallhart, da wisst ihr, da bin ich frei raus. Was natürlich nicht heißt, dass wir ihm die Zeit nicht zugestehen, ne? Logisch. Logisch muss er daraus lernen, er muss die richtigen Schlüsse ziehen. Allein die Linia-Situation, nenne ich es immer, à la Pütchen-mäßig, muss geändert werden, ja.
Und man muss daraus lernen, wenn der Gegner einen dann sowas anbietet, wie es Barcelona uns heute die ersten 20 Minuten angeboten hat. Alter, dann musst du da einfach knallhart zustechen. Ne? Und das haben wir nicht getan. Wir haben das nicht getan. Weder haben wir es nicht erkannt, ich weiß es nicht. Ja? Da waren Räume, Alter, das war krank. Ja? Also. Okay, the last row, please, yeah. Sí. ¿Qué tal, Vincent? Adrián Regas para la agencia EFE. Desde el 0-1, perdón, desde el 1-0 al 1-1 habéis tenido un tramo con mucha posesión, con mucha pelota, con mucho control del partido. Luego sí que es verdad que después de vuestro gol el Barça ha tenido mucha más pelota, ¿no? ¿Qué crees que ha podido pasar para perder este control que habíais mostrado? Gracias. No, I think maybe one very, very simple analysis is when you have control of a game and you have so much of the ball in a place like today against a team like we played today. I think sometimes you have to use that opportunity to take the momentum away from the opposition team, and I think that we had a little bit of success with the space and the runs in behind, and we were able to be quite dangerous and create chances as well in the first half. And if it wasn't a chance, it was really close to be a big moment for us. But I think in these games, if you're able to keep the ball against a team like Barcelona, you take a little bit away from their game. But we weren't able to do it for 90 minutes, and therefore the momentum shifted a little bit. But still, I think in the key moments, Barca were efficient, Barca were good, and we were not good enough. And this is clear when the result is like this. So we were not perfect, and we have to, we have to make sure that by the time we play the next game, we are back to our best level. Danke, Vinny. Danke. Ja, das waren wir heute definitiv nicht auf dem besten Level. Gut, Leute, kann ich noch mal ein bisschen ragen. Wie gesagt, nichts gegen Vinny. Alles gut. Es war das erste Spiel, wo wir ganz klar unterlegen waren, was wirklich schlecht war von uns. Vorher die Spiele waren alle ein bisschen anders gelaufen. Er muss aber jetzt die richtigen Schlüsse daraus ziehen, aus meinen Augen. Ja, wir müssen mal wegkommen davon, immer die gleichen Leute einzuwechseln, obwohl sie keine Leistung bringen. Wir müssen weg davon kommen, Spieler auf Position zu stellen, wo sie uns nichts bringen. Ja, also ein Palhinha auf der 8 behindert uns mehr, als wie er uns nützt. Ja, das ist genauso, als wenn Goretzka da vorne der Spieleröffner sein soll. Das ist völliger Schwachsinn. Die Schlüsse müssen jetzt gezogen werden, ja. Und es muss dann auch mal der Schluss gezogen werden, dass uns teilweise ein bisschen Speed fehlt. Ja? Gerade wenn uns ein Gegner dann da die Räume gibt. Ja, gut, jetzt kommen wieder andere Gegner, jetzt kommt Bochum, die werden uns nicht diese Räume geben. Da spielt der Speed dann vorne nicht die große Rolle, aber heute hätte man mit Geschwindigkeit vorne, Alto Belli, gerade in der Spitze mit so einem Tell, hätte das heute aber ganz, ganz anders aussehen können. Ja? In den ersten 20 Minuten. Also, das ist schon bitter, dass man das nicht erkannt hat, weiß ich nicht wollte, weil man nicht einen Müller vom Kopf treten möchte oder ich weiß es nicht. Ich habe keine Ideen, warum das wieder so ist. Das ist genauso wie letztes Jahr, wo man nicht die Ideen hatte, warum gewisse Spieler immer spielen und immer auf diesen Positionen spielen müssen. Ich denke, auch heute wäre ein super Spiel gewesen, um Kimmich als Rechtsverteidiger zu stellen. Ja. Guerrero war maßlos überfordert, da hätte man eingreifen können, direkt nach 20 Minuten. Ja. Hätte sagen können, hier Josua auf rechte Verteidiger, Palhinha auf die 6 und Conny Leimer auf die 8 als Pressingmaschine. Da hätten wir Barca noch mal ein bisschen mehr unter Druck setzen können. Chance vertan, ja. Und das meine ich halt, wie ich es in meiner Analyse gesagt habe, so mit dem kein Plan B, kein Plan C, ja, wir haben es einfach runtergespielt und haben uns das angeschaut und es wurde halt von Minute zu Minute schlechter, Barca von Minute zu Minute stärker und ballsicherer und man hat nichts versucht zu ändern. Ja. Man hat dann irgendwann versucht, ja, mit dem Viererwechsel in der 60. Minute, aber auch da ohne irgendwie System, obwohl, da muss man fairerweise sagen, Kimmich und Leon haben dann auf einer Stufe gespielt, Doppel-6, Doppel-8, wie immer ihr das nennen wollt, das war vorher anders. Ja, und es war noch weniger. Gut, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, habt eine schöne Restwoche und ja, wir hören uns Samstag, zur Vorbereitung auf Bochum-Spiel. In diesem Sinne, Leute.
Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.